Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Am Anfang von meiner Intervention will ich verticht offiziell protestieren, dass gestorben der Chambre TV ein Table Ronde diffusiert ging, bei der eine Feier von den 6 an der Chambre vertröhnte Parteien invitiert werden. Das beweist, wie mich das Parlament mit der Demokratie hier am Land hält, und wie das Parlament funktioniert. Zensur von der Demokratie, die fängt heute Lützeburg am Parlament an, ein Parlament, das gerade anfangen sollte, so eine Zensur bekämpfen. Nun, er steht doch schriftlich mitgeteilt, der Präsident, dann tut mir nur kurz für eine halbe Stunde ein Standwert von ihr schriftlich kriegt, wo der als mitteilt, dass ihr nicht gibt als Präsident oder als Präsidentenkonferenz an derbicht von den Leuten, die in Chamber TV machen, amischen, dann die könnte ganz frei do entscheiden, wie so Sendungen stattfinden. Ich will ja schon sagen, dass letztes Jahr die Leute dezidiert hatten, dass die 6 Parteien und der Table Ronde drum giffen deholen, an der Präsidentenkonferenz dun dezidiert tut, dass sie wählten, dass die Feierstück sollten drum deholen. Und du sind die Leute forciert, die letztes Jahr, der Kollege Urbani an mich auszulösen, und aufgrund von unserer Opposition sind wir dünnerem dabei gekommen. Aber gelungenerweise tritt das Jahr genau das direkt erkraft, was die Präsidentenkonferenz letztes Jahr wollte den Leuten oktroyieren, soweit zum Abschluss von der Politik auf die Leute. In jedem Fall, das beweist am besten, wie Demokratie und Zensur parallel zu Lützeburg funktionieren. Herr Präsident, die Staatsfinanzen, als sicherlich gestern beim Herrn Staatsminister seiner Intervention, den Haupt an der wichtigsten Teil gewesen. Ich meine, das ist auch richtig, weil von den Finanzen hält ganz Politik auf, die wir können am Guten wie am Schlechten von unserem Land machen. Die öffentlichen Finanzen sind nicht mehr die, also den Herr Staatsminister, und dann wird auch eine ganze Reihe von Zöllen aufgefordert. Zöllen, die sicherlich kein Verhalten wird, wer dann aber flott aus von den Senken muss nachschlagen, wenn er weiß, wohin sind, kann sicher gut. Der Herr Staatsminister hat viel Vergleiche gemacht mit nopisch Ländern, an immer dürfen Argumente davon, dass immer am Ausland irgendwie, egal was für eine Situation, geht oder ein Land geht, was mehr schlecht als wie Lützeburg. Das ist auch für uns kein Argument, wenn ihr überall findet, die mich schlecht ist, dafür zu mir, wäre nach gut. Das hätte noch Kinder an Deutschland gucken gehen, hat der Staatsminister zum Beispiel viel sich mit Deutschland gestern befasst. An Deutschland zum Beispiel geht Staatsschuld, die Neustaatsverschuldung, die geht von Jahr zu Jahr rauf, und die gehen davon aus, dass im Jahr 2015 keine Neustaatsverschuldung mehr müssen machen. Heute zu Lützeburg schon mal zwar nach nicht den Prozentsatz erreicht wie in Deutschland, mehr von hier geht Staatsschuld, Neustaatsverschuldung von Jahr zu Jahr ab, und wir werden 2015 eine Rekordneuverschuldung haben. An Deutschland, ja. Kreditabnahme Defizit als Schuldstand. Ich will nicht verstanden. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Netto-Kreditabnahme, Defizit als Schuldstand und sein Aufbau. Das sind 3 verschiedene Nationen. Und heute zu Lützeburg, Herr Präsident, auf jeden Fall geht die Neuverschuldung von Jahr zu Jahr massiv an Blut. Dasselbe steht noch geht die Gucke beim Schulmarsch. An Deutschland geht während Jahren der Schulmarsch von Mond zu Mond drauf. Heute zu Lützeburg geht während Jahren von Mond zu Mond herab. An Deutschland können Leute sich noch eine Wohnung kaufen und kommen fällt doch keinem Deutschen an, für die Lützeburger Seite eine Wohnung kaufen zu gehen. Wir als Lützeburg können Leute sich keine Wohnung mehr kaufen, sie müssen auf die deutsche Seite gehen, für eine Wohnung zu kaufen. Es gibt also auch Beispiele, die von der anderen Seite gucken, und der wenn sich nicht immer die Argumente an Deutschland sicher gehen, die einem an den Chrom passen. Wir für Lützeburger Verhältnisse so mir ganz klar, als finanzielle Situation vom Staat katastrophal. Wenn ihr guckt, von wo wir hier kommen, von jahrzehntelange Heichkonjunktur, mit Rekordrezepte, Plus-Valuen an Milliarden Nächten, Milliarden Reserven hat man, aber wo stimmen haut für einen einzigen finanziellen Debakel. Leider sind Eisprognosen, die mir als ADR für die letzten Wahlen angetragen gehen und die mir für die letzten Wahlen angekündigt haben, sind leider zu mehr wie 100% erfüllt gehen. Die Situation ist nach mehr schlecht gehen, wie mir es sogar gewähnt. Defizite pro Budgetjahr, die von Jahr zu Jahr mehr hoch.
trotz sogenannten Spurprogrammen und Konsolidierungsprogramme, die in Wirklichkeit aber keine Spurprogramme sind, mit ganz einfach Steuererhöhungen und Sozialaufbau. Das, was Herr Staatsminister gestern erklärt hat, als mehr dramatisch, wie hier das 14 Monate führende Wahlen will durchstellen. Die Realität ist, dass wir alle Jahre über 1 Milliarde Defizit am Zentralstaat machen und dass wir 2015 bei 2 Milliarden bei unveränderter Politik dürfte landen. Die Entwicklung von den Schulden. Am engen Legislaturperiode sind wir von bald 35% vom PIB abgegangen. Die Emprunt geht von Jahr zu Jahr mehr hoch. Und mit der CSV und SAP-Politik, ich verschreibe mir mit Sicherheit, wenn wir so weiterfahren, an der nächsten Legislaturperiode Grenze von 60%. Wir haben immer gesagt, wir sollen nicht über 30% kommen, wir haben nicht fertig gebracht, an dieser einzigen Legislaturperiode schon auf die 30% zu kommen, ob schon am Anfang die Emprunt nach mir niedrig waren, und in der Zukunft werden wir hoch gehen. Wir werden also mehr sehen, ob die 60% so kommen, wie wir uns das vorgestalten. Und das ist die Belastung für die kommenden Generationen, die Belastung, die Hypothek, die man also kann obdrohen. Den Herr Juncker hat nicht vor auf der Television gesagt, nur Gespräche mit den Sozialpartnern, dass das Risiko, dass man an einen Schuldenfall tappen, wir nicht zu ändern, wenn man nicht die verändern, wird das Risiko groß. Wir sind der Meinung, dass wir schon an der Schuldenfall gekommen sind, und zwar durch die Tatsache, dass der Staat sein Emprunt selber nie zurückbezahlt, wir immer nehmen Zinsen. Zinsen, die in der Zwischenzeit auf über 200 Millionen klammen, und am nächsten Jahr werden 12 von 300 Millionen Euro erreichen. Die nächste Emprunt, die wir müssen refinanzieren, wir wissen, dass wir dieses Jahr ein Emprunt müssen refinanzieren, der von der BGL von 2 Milliarden, die sind auch als neuen Emprunt an unserem Staatsbudget für 2013 vorgesehen, für die können zu refinanzieren. Der Herr Staatsminister hat als gestern angekündigt, dass der Staat gedenkt, für eventuell die Partizipation an der Bank zu verkaufen, für dummer die können den Emprunt zurückbezahlen. Wir sind der Meinung, dass den Staat aber soll gut überleben. Wie lange aus der Tatsache, für zu suchen, da geht dem Staat seine Schuld 2 Milliarden zurück, als unserer Meinung nicht genug Argument für das zu machen. Wenn der Staat gibt an der Bank bleiben, an die Leute geben die Emprunt weitergehen, die Leute tun am Blick einen relativ hohen Taux von 3,75%, kriegt also viel Leute im Geschäft. Der Staat hat aber auch Dividende, kriegt die sogar mehr hoch waren, für das, was uns Zinsen ausbezahlt. Es war also auch für den Staat ein Geschäft. Mit der Staat hat aber auch dadurch, dass eine Sperrminorität am Aktionariat hat, kann man zum Beispiel mit verhindern, nur das Vetorecht, was das Geschäftsmodell überlangt, was die Delokalisation überlangt, und dürfen männlich als sich überlegen, ob es richtig ist, dass der Staat sich aus der Bank zurückzieht. Lang beim Argument für die 2 Milliarden Schuld können auf dem Tableau zu streichen. Dafür mengen wir, es soll den das aber gut überlegen, es gibt auch Ursachen für das der Staat an der Bank soll dranbleiben. Wir kriegen aber die Jahre nur 2016 muss der Staat 400 Millionen remboursieren, 18 700 Millionen, 20 2 Milliarden, 22 1 Milliarde. An dit Jahr haben wir in unserem Budget eine Reihe von Milliarden Emprunt vorgesehen, von der Staat die GIF auf 15 Jahre abholen, während die dann 2023 fällig. Wir wissen, den ersten Emprunt, den der Finanzminister abgeholt hat, an der Höchst von 750 Millionen, als das Jahr ob eine Zeitspanne von 15 Millionen abgeholt gehen, das gibt also dann 2021, 15 Jahre, entschuldigt, 15 Jahre abgeholt gehen, das gibt dann also 2021 gehen. Wir gehen also schon hin, dass wir Tempran ob mir eine Langstrecke abholen. Wir müssen aber immer sagen, dass man nicht mehr Zinsen bezahlen, nach kein Kapital, und dass man also die ganze Emprunt, die wir heute abholen, müssen als Kanner an die nächsten Generationen remboursieren. Das ist also das ein starken Faktor, den auch in Zukunft auf unseren Staatsfinanzen liegt. Den zweiten, den als schon ganz viel angeschaut wird, das die vom E-Commerce, wo wir schon jahrelang wissen, dass im Jahr 2015 wir 70% von der Steuer verlieren, das machen 600, 700 Millionen ausmachen, das wissen wir nicht genau. Wir müssen aber auch wissen,
dat an den Jahren no 2017 op 85% opgin, 2019 op 100% op, dann nachrenkeier 200-300 Millionen werden fällig sinn, bis die Steuer dann ganz verschwonnen ist. Wir kennen die Situation schon alle gut sind, der Kollege Pausch hat darauf hingewiesen, und das am Anfang ein Vorwurf, den in der Regierung muss machen, wenn weiß, dass am Jahr 2015 die Situation antritt, hätte müssen progressiv an den letzten 5 Jahren das Budget so organisieren, dass den hätten die Verlust von Steuern 2015 abfänken, a Platz dat lo schon einfach gesucht wird, man dann machen wir 2015 Steuer- und TVA-Erhebungen. Ein weiterer Punkt, den Staatsfinanzen wird belastet an den nächsten Jahren, dass man keine Rückstände mehr an den Betrieben leihen. Und in den nächsten Jahren konnte man das Budget in alle Jahren noch ein bisschen an der Resetteseite füllen, an dem man jahrelang verschiedene Körperschaftssteuern an den Betrieben leihen gelassen, die aber in der Zwischenzeit alle abkassiert oder größtenteils abkassiert sind, sodass man den Mut, den wir da hatten, den haben wir an den nächsten Jahren auch nicht mehr. Zodat den muss fährten, dat man als Staat Maastricht-Kriterien mehr nicht mehr Werten erfüllen, wer als Staat live ist. Den Defizit am Staatsstaat, der bleibt trotz all den Maßnahmen, die an den letzten Jahren geholt sind. Auch wenn wir eben an der Administration zentral eben können, wir in diesen Prozentsatz umsetzen, dann ist das just zu verdanken durch die Verschuss, den wir an die Sozialversicherungen hun, wenn man die mit den Gemengen und mit den Staatsfinanzen kumulieren. Wir wissen aber dann die Verschuss bei der Security Social für Jahre zu Jahre zurückgehen. Sie sind an den 3 letzten Jahren schon zurückgegangen, aber die Estimationen, die wir bei der Pensionsreform 4 gelöst tun, die haben am Anfang gesagt, dass am Jahr 2020 man die Situation kommen, dass die annuellen Resetten, die annuellen Depensen just decken, dass es kein Überschuss mehr sind. Da wissen wir, dass wir auch die Situation nicht mehr haben, wo wir als Defizitkriterien können ausgleichen. Also auch das als eine Situation, die als Pferd an den nächsten Monaten stark belastet. Wir sollen dafür da muss ich noch wissen, dass die Prognosen, die die Regierung bislang abgestellt hat, dass das Prognosen sind, die am Anfang, was der Finanzsektor anbelangt, davon ausgehen, dass die Resetten an Staatskäse vom Finanzsektor gleich bleiben, wie das an der Vergangenheit der Fall war. Die Situation also nicht so rosig, wie wir mengen, aber wir so dürfen ganz klar, dass wir auch beim Budget gesagt, dass wir als Land müssen als Hausaufgabe machen. Wir müssen als Finanzen an Ordnung bringen. Wir müssen gucken, dass wir nie an die Situation kommen, dass wir die Kriterien nicht mehr respektieren und dass dann von Brüssel aus dezidiert. Wenn wir die Kriterien nicht mehr respektieren, verlieren wir damit als national, als finanzpolitisch Souveränität und dann als Brüssel was dezidiert. Aber wenn die dezidieren, ich meine, da brauche ich keine mehr Bannen, ein Bild zu machen, das tun wir an den letzten Monaten, an Jahren ganz klar für einen Arm gefordert kriegt. Der Finanzsektor, Herr Präsident, den hat aufgrund von den recenten Evenementen an den Deklarationen vom Herrn Staatsminister gestern gebe ich mengen fundamental Änderungen aber kriegt. Die Feierung vom automatischen Informationsaustausch. Wir müssen hier bedauern, dass das Parlament kippt, dass man an der Vergangenheit mehr wie ein Kehr an der Finanzkommission über die Evolution diskutiert und dadurch jeder Banden von uns sich bewusst wird, dass die Situation irgendwann ein Kehr gibt antreten, wäre man doch aber überrascht, dass der Minister nicht für nötig fand, für Verteidigkeit an Parlament zu kommen, an Kommission zu kommen, an Parlament zu informieren und dass man dazu müssten, über ein ausländisches Presse von tu. Vom Akkord von Feira und, meine ich, wäre klar, am Juni doch demals sei an der Chambre klar gesagt, das werden Anfang vom Ende vom Bankgeheimnis. Heute sind wir 13 Jahre nicht spät. Und so wie wir heute wussten, dass das Bankgeheimnis eigentlich gefallen, wusste auch Bankplatz, dass das Bankgeheimnis gefallen, und dafür hat auch Bankplatz sich konnten, am Lauf von den 13 Jahren, nach 2 oder 15 Jahren, praktisch von Feira bis es erkräftet dauert 15 Jahre, kommt auch die Finanzplatz sich darüber
erstellen. Und ich meine, Finanzplatz wird sich zu einem guten Teil darüber angestellt, wird sich diversifiziert, wird ein Qualitätserbisch, die weltweit hier das Gleiche ist. Sie wird nicht abgebaut auf Steuerflucht oder auf Geldwäscherei, aber sie wird auf eine seriöse Finanzpolitik, eine seriöse Finanzgestion abgebaut. Und dafür meine ich, als das Risiko auch nicht so groß, ob schon, ich komme nach drauf, ein Risikowert bestehen. Und dafür hatte ich auch, Herr Präsident, eine Question urgente und den Herr Finanzminister gestellt an, die sollte mit dem beantwortet gehen, dann schon aber an Akkord mit dem Herr Finanzminister geschwärzt, dass man nicht die Frau nicht vorstellen, weil all die Frauen, die ich da gestaltet sind, zum größten Teil gestern vom Herrn Staatsminister Hay beantwortet gehen, sodass es kein Wert gehabt hat, dass man es nicht gestaltet hätten. Und da denke ich, das selbst geantwortet. Es bleibt für mich, dafür aber noch eng wesentlich froh an dem ganzen Dossier, dass die finanziellen Auswirkungen, und das ist auch eng von den Frauen, die ich gestaltet habe, die nicht beantwortet ist, die finanziellen Auswirkungen von der neuen Situation auf Staatsrezepten. Wenn durch Quellensteuer wissen wir, dass wir im Jahr 2011 der Staat 40 Millionen Rakete tun. Die dürft ihr dann am Prinzip dummerden verloren gehen. Mit wir wissen aber nicht, was nach kann für Gelder verloren gehen, dadurch, dass den Gelder aufgezogen werden. Und Herr Spautz hat gestorben an einer Table Ronde gesagt, dass die Suche nicht direkt den 1. Januar 2015 aufgezogen mit die etappeweise. Ich meine, Herr Spautz, da leider falsch. Die gehen etappeweise aufgezogen, aber nicht nur dem 1. Januar 2015, mehr für dem 1. Januar 2015, weil die Leute, die Suchenheit zu Lützeburg schon die aufgrund von der toten Situation Kinder an Probleme kommen, die bringen in ihre Situation für den 1. Januar 2015 und nicht nur dem 1. Januar 2015. Dafür wissen auch nicht, was für einen Impact das hat auf die Situation. Wir wissen, dass die anderen Staaten regelrecht amnestieren, ihre Leute proposieren, wenn sie hier Gelder zurückbringen. Und wir können ja aus der belgischen Presse lesen, dass zumindest ein Teil von Geldern schon durch nicht zurückgeflossen ist. Ich kann mir vorstellen, dass die anderen Länder auch versichern, für 2015 alle die Leute, die in einen Konflikt kommen durch die neue Situation, dass die hier Gelder dafür drin giffen, hier von Lützeburg aufzeigen, was dann das Resultat von den Banken überlangt, gibt natürlich einen negativen Abfluss kriegen, was dann auch auf Steuerinteresse hätte, gibt einen Abfluss kriegen. Dafür bin ich froh, die nach Bestohlen bleibt, ob die Regierung hat ja auch lange Zeit. Wenn die Banken lange Zeiten hatten, für sich anzustellen, dann hat die Regierung ja auch lange Zeit, wir können Estimationen zu machen, was das als Konsequenzen finanzielle Konsequenzen ob das Staatsbudget hat. Dasselbe ist als auch was die Arbeitsplätze anbelangt, sind nicht auch nach ein Teil von Arbeitsplätzen, die können durch die neuen Maßnahmen da wegfallen. Zippen sind ich der Meinung, dass alle die Länder, die in den Akkord dort zu Brüssel gestimmt und zumindest den ersten Akkord, dass die einen großen Fehler gemacht haben und das falschen Akzent gesagt haben. Das ist selbstverständlich, ob wir auch so, wir sind 1000-mal besser wie all, aber wir sind gut nicht, wie die anderen Länder, wir sind gut nicht mit Zypern zu vergleichen. Es hat eine negative Reperkussion auf Lützeburg, und ich meine, die internationale Presse, wir haben mehr leider wie Gönner im Ausland, die sind immer zwei Feste drauf gesprungen, und nun also an eine Situation brüht, wo die Lützeburger Regierung am Anfang an eine defensiv vollkommen ist, und nicht mehr gut offensiv die Position von Lützeburg vertreten. Aber wenn wir mal an die Situation kommen, dann dürfen wir nicht meinen, dass der neue Präsident vom Eurogruppe tatsächlich durch viel verschwärzt hat oder schlecht ausgedeckt hat. Begreift man es, für Lützeburg an die Situation kommt, da gehen wir als Lützeburg nicht besser behandelt, wie Zypern behandelt genoss, au contraire, da so, die Wetter, die über Jahrzehnte lang, die Gelder bei ihr, ugelöst hat, an den dummerten sich gut gehalten, Pensionen an Index, a Gott weiß was, bezahlt haben, loset mit dem Spiel River, und da lernen wir als Freund richtig kennen. Wenn wir das alles zusammen gucken, die Finanzsituation, die ich noch geschildert habe, und so nicht, dann ist es nicht einfach für die Zukunft. Und dafür muss man aufpassen, mit dem Geld, was wir haben, wie wir das Geld verschaffen, wie wir das Geld verdienen. Und Leute am Land, die sind auch nicht bereit,
für weiter Sakrifisse auf sich zu holen, für weiter Steuererhebung oder Sozialaufbau zu akzeptieren, wenn sie nicht auch von der Politik auf der anderen Seite gesehen, dass die Politik die Gelder, die uns zur Verfügung stehen, dass die auch seriös verwaltet gehen und nicht mehr nützlich ausgehen. Da will ich denken, mit einem Punkt aufhängen, dass die mit der Fonction publique, von der Staatsminister gesagt hat, Strukturreform am Bereich von öffentlichen Dienst decken. Da haben wir auch gar nicht dagegen, dass die können. Wir geben aber proposieren, eine Änderung 314, weil mir so klar, dass die nicht kann den Akkord salarial stimmen. Wir wissen aber, dass die Regierung in Akkord mit der CGFP wird, für die zwei zusammen zu stimmen. Dann dürfen so mir, dass die soll an der Strukturreform den Teil, was das Bewertungssystem anbelangt, von den Funktionären, dass die soll einfach rausholen, weil das der Konfliktstoff, der da besteht, und da sollen der Rest von der Strukturreform, die soll stimmen, und soll den Akkord salarial nicht stimmen, für das den dat an, mit am Akkord oder ohne Akkord mit der CGFP, mit der den aber wenigstens so ein Gest möchte. Es kann nicht hingehen, an den Leuten erklären, dass der Tand nach 4 nicht mehr abgeht, dass die muss Steuerregelung machen, TV-Regelung machen, dass die muss sozialen Aufbau machen, und geht die gleichzeitig hin, der heißt den Gehälter am öffentlichen Sektor. Auch wenn ihn 14 Monate oder pur Monate für den nächsten Chamberswahlen steht. Ich meine, es kann ihn das nicht machen, weil Leute das nicht können akzeptieren, viele Leute am Land von Betrieben, wo es schlecht geht, da gehen Betriebe zugemäht, Arbeitsplätze gehen aufgebaut oder Lohnkürzungen gehen gemäht. Da kann er nicht nur an dem Sektor, wo die Leute garantiert Arbeitsplätze haben, von so gut peilen und auch vor 5 Jahren nicht beigesagt, dass mit den normalen Avancementen, sie kommen, die Indexe, sie kommen, kann er nicht nachgehen an zusätzliche Lohnerhöhungen machen. Das auch nicht am Ende von der Fonction publique, für wenn die suchen, die man Haut beisetzen an der Fonction publique, die muss man all Jahres beisetzen, müssen sie all Jahres lehnen gehen, und an 10, 15 Jahren müssen hier kann die all Jahres dann auch ein Menge zurückbezahlen, und das kann auch kein an der Fonction publique wollen. Weiterer Punkt aus dem, dass der Staat muss fertig bringen, die Depensen an den Griff zu kriegen. Es kann nicht sein, dass man weiterfuhr, wie das die letzten Jahre der Fall war, dass man all Jahres mehr Suchen ausgehen, wie man rangehen. Wir haben für uns 2 Jahre bald doppelt so viel weiter rausgehen, wie man weiter rankriegt. Und das kann, die beste Budget hält das auf Zeit nicht anhalten. Ein weiterer Punkt, dass die Steuerverwaltung muss, an dem gesagt gehen, die suchen, die Steuern, die geschuldet sind, die müssen bezahlt gehen, dass die Steuerverwaltung auch am Ende gesagt hat, für die Suchen anzutreiben. Ich meine, wir hatten bei der Budgetdebatte eine lange Diskussion darüber, wo wir gesagt haben, dass die Steuerverwaltung bei den Parteien gegangen, dass die Delegation von den Steuerverwaltungsfunktionären, dass sie die Betriebe, die wirklich viel Steuern müssen bezahlen, dass die als Lützburg nicht mehr kontrolliert gehen, an weil sie nicht das genügend Personal haben, für eben die zu kontrollieren. Also auch muss der Staat, und das ist die Pflicht von einer Regierung, für die Steuern, die laut Gesetz geschuldet sind, also die Pflicht von einer Regierung, dass die Steuern auch müssen angedreht gehen. Ein weiterer Punkt, wo wir vermengen, wo wir Steuergerechtigkeit und mehr Sozialgerechtigkeit kommen, dass wir, wenn wir Familien zu lernen, geben alle gut zusammenlegen. Kannergeld, Scheck, Service, Kannerbonus, an die und alle Familien ausbezahlen, an sie aber der Steuer unterwerfen. Dummer, da gibt man die soziale Kriterien über den Weg von den Steuern herbringen. Wir geben das dann aber in eine Kondition setzen, weil es in allen Familien ausbezahlt wird, dass auch die Frau oder der Mann, den du hin kann erzählen möchtest, dass die da müssen obligatorisch an ein Pensionscase abbezahlen, an dummer die Situation, die wir lohnen, dass es gerade die Mammen sind, weil an der Regel sind nicht Mammen, auch wenn wir Mammen und Papa sollen, die kann Erzählung durch ihn machen, und sind die Mammen, die am Anfang später die Beschädigungen an sie führen, die dummsten sind, und dürfen kriegen sie für diese Weh eine obligatorisch Pflichtversicherung für an Pensionscase anzugehen. Und dann hat Familie de Choix, zu gehen, so, wir gehen als Kanner an eine Struktur, oder wir machen Kannerbetreuung selber durch. Aber wir hatten eine administrative Vereinfachung, dadurch, dass wir Sozialkriterien über den Weg von den Steuern anfeiern, brächten die einzelnen Betreiberstrukturen nicht mit Leuten zu fragen, was die Revenue wären, sie brächten keine Staffelungen mehr zu machen, da wäre es für jeden selbst. Und in dem selben Kontext, gesehen wir von Steuergerechtigkeiten, Kreditimpôt, die wir schon so lange verlernen, wo wir so ein Steuerappartementer frei beträgt, mit 100 Jahren, man kann einen Bonus gemäht,
mit gibt nach ein ganz Reihe von Steuerabonnementen, die Kind am Sinn von Steuergerechtigkeit a Kreditdempoen funktionieren. Und es gibt aber eine ganz Reihe Menge mehr von der Steuerappartementen, die vielleicht nicht mit mir zeitgemäß sind, an die Kind aufschaffen. Der Schumacher, Herr Präsident, den wird heute zu Lützeburg einen absoluten Rekord üben. Ich kann mich erinnern, ich meine, es sind ja schon 30 Jahre her, du hatten wir Texte, das war noch vor der Zeit in der Chambre, du warst nach einem anderen Leben aktiv. Du hast gesagt, wir merken 6.000 oder 7.000 Schumme in einem Land kriegen, dann hast du eine absolut Krisensituation. Heute tun wir die Situation bald verdreifacht. Wir gehen auf 20.000 Leute zu. Ich meine, das ist nicht das Problem, dass wir hier am Land nicht Arbeitsplätze genug schaffen. Die Chiffren sind heute genannt, ich meine, der Max Spautz hat es nochmal genannt, von 2008 und bis heute 40.000 netto neue Arbeitsplätze. Für uns sind, als wir auch eine Analyse haben, mit dem großen Wert aber geschafft zu gehen. Wir haben also Arbeitsplätze genug geschafft. Vor muss man stellen, für was kriegen wir als Leute nicht an den Arbeitsmarkt ran, für was muss man als Leute, als Residenten an den Schulmarkt schicken, und für was muss man da so viel an das Ausland sichern. Ein Punkt als Tatsache, den Enseignement, dass als Schule an den letzten Jahrzehnten nicht so reformiert ging, als dass auf den Arbeitsmarkt hin ausgerichtet als Leute, als junge Leute formiert wird, aber heute eben muss qualifiziert Leute an das Ausland sichern gehen. Und dafür so nicht Formation, Enseignement als der wichtigste Punkt, und hier als den Check auch der größte Schulmarsch von heute, als den Check von den letzten Jahrzehnten von unserer Schulpolitik. Und dann ist selbstverständlich auch ein Mentalitätswechsel, den wir hier im Land müssen machen. Wir wissen alle gut, dass wir über Jahre großen Industriesektor hatten, wo wir Tausende von Leuten, unqualifizierte Leute in der Dach kriegen, und die wir heute nicht mehr haben. Aber hier muss einfach ein Umdenken. Es muss auch heute können, Lützeburg ein Arbeit bringen, Entrepreneur oder am Moreska-Sektor, ohne das kein Unnäher. Da muss ein Mentalitätswechsel heute zu Lützeburg kommen. Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass die Beschäftigungsinitiativen an der Form sollt aufschaffen, dass den da sollt ein Service der Adam Ugliederen, und dann die sollen die Leute versichern, an den ersten Arbeitsmarkt ranzukriegen, einen ersten Arbeitsmarkt, wo wir dann die Betriebe eine Subvention geben, die über 2 oder 3 Jahre degressiv zurückgehen, aber mit dem Objektiv von der Betrieb die Person so lange hält, dass dann die Person auch muss an den Betrieb angestellt gehen. An die Leute, die man nicht an den ersten Arbeitsmarkt kriegen, die werden immer gehen, die sollen wir dann einfach bei der Staatsgemengen oder SPL bringen, nicht in ihrem Kollektivvertrag, mehr in die Situationen, wie so halt noch quasi schon da, aber wie wird der Weg von der Beschäftigungsinitiativen beschäftigt gehen, dann hat man die Strukturen, die Wasserkap an die Verwaltungsaufwand, für alles fest an den Hauptziel, wir die Leute an den ersten Arbeitsmarkt ranzugehen. Auch die Investitionspolitik soll man ganz klar, dass wir den Tram nicht verbauen, das soll die Regierung auch klar so. Ich meine, dass wir eine Investition, also nur die größte Fehlinvestition vom Jahrhundert, die gibt mitgehen, aber wenn ich momentan anstatt Lützeburg die Dokumente gucke, die da bleiben, da kriegt ihr dann auch aus den offiziellen Dokumenten klar bewiesen, dass der Tram praktisch für kein Bürger aus der Stadt Lützeburg ein positives Resultat hat, mit praktisch ist alle gut negativ. Als Reform administrativ, Herr Präsident, den Herr Juncker hat die Chefsache erklärt hat für Pö. Ich will just ein Beispiel sagen, wo wir heute sind. Der Lützeburger Landwirtschaftliche Verband hat im Land Gesicht für einen Platz zu finden, für ein Silo zu finden, und das kein Hai am Land von Kind. Du uns dann diese Idee abzusplitten, ein Teil, die Seite muss an den Teil soll zu Kolmar-Birsch gemäht gehen, die Demande sind parallel rausgegangen, zu Perl, wie gesagt, die andere Seite von der Mussel. Du hast in der Zwischenzeit Autorisation da gewesen, das gebaut ging, an Kehren, die Werfte an der nächsten Zeit, die Kehren von Lützeburger Seite auf Perl gefordert ging. An der Prozedur als Lützeburg, was Kolmar-Birsch überlangt, unser Haut mal nach keine Autorisation. Das nehmen wir just für so, wo wir an der Prozedur drüsen, als Lützeburg geht es nicht führen. TVA hat schon für 2015 den Herr Staatsminister gestern gesagt, es rekommandiert sich, das TVA-Reform an eine mehr breite Steuerreform anzukleiden.
Das heißt also, wenn ich das richtig interpretiere, als die TVA-Erhebung auch schon sozusagen eng beschlossene Sache, wie die Steuerreform angeklebt wird, wie die Steuerreform soll ausgesehen, das wird später dann gesehen. Ich habe mich vor allem verwundert, die Kehrtwende von unseren sozialistischen Kollegen, weil der Lucia Lux nach für kurzem in einem Interview gesagt hat, für sozial ungerecht, dass wir nicht zu vertreten, für eine TVA-Erhebung zu machen. Ich meine, die Sozialisten Versicht, Flucht nach vorne zu ergreifen. Und zwar, für dass sie hier Antrittsgeld bezielt, für an die nächste Regierung können, mal ranzukommen. Und man kann man schon lieber für 2 Jahre für drun, aber so, wir werden damit auferstanden, für eine TVA-Erhebung. Da braucht man nicht mehr bei der Koalitionsverhandlung am Kader mit dem Index umzufallen. Sonst müssen sie so viel umfallen, dass sie die Koalitionsverhandlung nicht mehr fertig gehen, mit Abstoßen, und dürfen hun sie schon ein Teil vom Preis, den sie müssen bezahlen, für an Koalition ranzukommen, nämlich TVA-Erhebung. Die haben sie direkt 14 Monate vor der Wahl schon ein Akkord bezahlt, für das der klar sein. Merci, Madame Loschert. Das ist allerdings sicher, dass so eine Erhebung von der TVA, muss ich noch wissen, 2% Erhebung, von 15 auf 17%, das gibt dem Staat 250 Millionen weiter an Käse abbringen. Das wird also noch weit weg von dem, was den Defizit durchstellt. Wir müssen aber wissen, dass das nicht nur sozial ungerecht ist für Zahlere, mit das auch ökonomisch ganz schwer zu vertreten, weil auch als die Suen, die Männer rausgehen, die 250 Millionen, die gehen auch Männer an die Ökonomie investiert, und da dürfen die Ökonomie als auch ein von den großen Verlierern, die wir durchgesehen haben. Also, heute seid schon, dass nicht nur das Regierung hat ja permanent das Problem dadurch gelöst, dass sie nicht gelöst haben am Kader für Strukturreformen am Staatsbudget, mir ganz einfach durch dass sie Steuern erhöht tun, das also auch schon an die nächste Legislaturperiode rüber so programmiert, dass dann auch da werden Steuererhöhungen kommen. Herr Präsident, das Logement will man so, dass der Markt an Toffer den Preis bestimmt, und nicht Subsidien als Subventionen. Und dürfen wir nicht fertig bringen, mehr Offer auf den Terrain zu bringen, da kann der Staat so viel Subventionen gehen, wie er will, dann ändert das nicht. Wir müssen Offer an Blut kriegen, und dürfen unterstützen wir alle Bemühungen, die in die Richtung gehen. Nach 2 Jahren zu Europa sind ich froh, dass die Regierung gestern auch für Sozialmindestnormen angetreten ist. Wir hoffen just, dass als Ministerin das auch zu Brüssel so vertreten. Weil wenn wir an Europa keine sozialen Mindestnormen kriegen, an Europa produziert weiter Chômage, weiter Armut, dann als Europa, was seinerzeit die nobelste Idee hat, nämlich die vom Frieden, dann geht Europa einmal ein Gefahr für den Frieden. Weil wenn man den Chômage so weiter an Europa aufwürzen lassen, wie ihr wisst, wenn man Länder kriegen, wo Jugendliche über 50% kein Arbeit mehr haben, die keine Perspektive mehr für die Zukunft haben, das ist der beste Nährboden für den Frieden an Europa zu zerstören. Und deshalb muss man aufpassen, dass Europa für den Großfriedensmission hat, dass sie nicht einmal durch die eigene Politik ein Risiko vom Frieden kriegt. Zum Schluss nachher, Herr Präsident, weil ich nach 2-3 Minuten nun, ich wollte, was nicht gestern übernimmt, das ist zum Beispiel über als Verfassungsreform. Da der als berät, eine Verfassungsreform zu diskutieren, nur noch ein Dokument in der Chambre aufgehen, mit einer Reihe von Punkten, wo man aber mengen, dass es nur gebessert gehen, und es gibt auch Punkte, 2 Stück, wo man versucht, wo man alles nicht zu diskutieren. Aus dem E-Punkt ist, das Lützeburger Spruch muss an Verfassung angefordert gehen, die Punkt also an der Proposition dran. Wir haben mal die Satisfaktion gekriegt, dass den Text, wie wir an unserem Wahlprogramm bestehen, und mit das auch E-Punkt, wo momentan eine Tendenz ist, dass für den Artikel, der festhält, dass das Wahlrecht für die Chamberswahlen exklusiv der Lützeburger soll respektiert gehen, dass den Artikel in der Form soll aus der Verfassung herauskommen, und das Chamberkind darüber mit einer qualifizierten Majorität dezidiert. Mit der Prozedur können wir als ADR in keinen Umständen d'accord sein. Für uns muss es an der Verfassung verankert bleiben. Das Wahlrecht für die Chamberwahlen muss für die Lützeburger respektiert bleiben. Aber wenn etwas über dem Artikel geändert gehen,
giffen mir als ADR deutsche Kampagne machen bei einem Referendum für gegen die Verfassungsänderung zu stimmen. Nationalitätengesetz sind wir auch bereit, dass zum Beispiel ob der Residenzklausel kann nur innen gehen. Wir sind also bereit, dass kann mehr sehr an mir einfach Lützeburger Nationalität kriegen. Es gibt also Doppelnationalität daneben. Es gibt also kein Argument für zu sagen, dass den Mist können als nicht Lützeburger bei den Chamberswahlen so gelost gehen. Jeder, den das will, soll Lützeburger gehen, gibt nicht Lützeburger, kann seine Nationalität dabei behalten. Und darüber hinaus muss ich sich vorstellen, für die Nationalität, ich werde nach, wie wert wird, für jeder ohne Lützeburger Nationalität dieselbe Rechte kriegt, für die Lützeburger mit seiner Nationalität kriegt. Herr Präsident, die Damen und Herren, zum Schluss will ich so, denn Herr Luxet hat mal noch gesagt, die werden des Regierung an den Herr Spalz hat da doch gesagt, wenn das Regierung nach kein Sozialaufbaupolitik gemacht hat, ich wollte just ein paar Sachen erinnern, was an dieser Legislaturperiode geschieht ist. Herr Giberian, die müsst aber sicher zum Schluss kommen. Herr Präsident, es ist froh, dass mich darüber aufmerksam gemacht hat, für meine Stadt dann noch. So viel Zeit wie 4 Uhr. Da hat aber noch etwas gesagt, was ich bis noch nicht wusste. Herr Präsident, erstens wird das Regierung Indexmanipulationen durchgezogen, durch Desindexation vom Kammergeld, Erhöhung von der Solidaritätsstelle, Kilometerpauschale sind reduziert, die Nicht-Anpassung von der Steuertabelle und die Inflation, also über all die Jahre nicht gemäht gehen, Erhöhung von Aktien, Verzögerung vom Ajustement, nicht Ausbezahlen von einem Ajustement, Kürzung von der Mammeren, Erhöhung von der Sozialbeiträge, eine Rentenreform, die unsozial ist, an Gemengen und dabei nach ganz viel Taxe geheischt, mit dem Resultat, dass man halt 20.000 RMG bezahlen und 50.000 Sozial, Mindestlohn bezahlen, auf 15% von als Leid am Land Arbeitsminimum angekommen sind. Das ist bei reichlich wirklich keine Stolzbilanz von dieser Regierung. Merci dem Herrn Giberian. Und als nächsten Redner Ja, die Schwinze. Da wiederholt es mal. Als nächsten Leider kein Redezeit. Herr